Ja, kein Handy, keine Flugreisen, aber ein Herz für die Menschen in Höhenberg. Und Pfingst, Pfarrer Franz Meurer geht nach über 30 Jahren im Oktober in den Ruhestand. Einer der bekanntesten Sozialpfarrer Deutschlands hört auf und wir haben ihn getroffen. Franz Meurer ist fast immer mit dem Rad unterwegs, vor allem in Höhenberg und Pfingst. Noch knapp 2 Monate ist der Pfarrer im Amt und nimmt uns mit auf die Dachterrasse von St. Theodor, mitten in seinem Veedel. Am meisten geliebt habe ich, dass die Kinder Freude hatten, wenn die merkten, man macht was für sie. Weil das war eine Unterstützung der Familien. Und Familien, denen es nicht so gut geht, die brauchen eben Unterstützung durch Ferienmaßnahmen, durch schöne Sachen für die Kinder. Und das war für mich, weil ich ja selber keine Kinder habe, das Schönste. Sein Herzensprojekt Höviland. Ferien in Köln, auch für Kinder aus Familien mit wenig Geld. Eine Erfolgsgeschichte seit mehr als 30 Jahren. Höviland ist unglaublich wichtig, denn so haben die Kinder nicht nur 3 Wochen wunderbare Ferien, sondern es wächst der Zusammenhalt. Sie haben Freunde, am letzten Tag heulen alle und dann sage ich aus Vorfreude auf nächstes Jahr. 33 Mal Höviland bindet den Gemeinsinn im Veedel. Im Untergeschoss der Kirche machen Ehrenamtler gebrauchte Fahrräder wieder fit zum Verschenken. Eines von vielen weiteren Projekten des umtriebigen Pfarrers. Das ist die Basis der Diakonie. Hier ist der Ort, wo die Menschen jeden Tag kommen können. Oben die Kirche ist nur auf bei Gottesdiensten. Aber hier ist montags bis freitags ab 8 Uhr immer einer. In der Kinderkammer arbeitet Helga Gau. Sie kennt Franz Meurer seit Jahrzehnten. Seine Gutmütigkeit, die er hat, seine Heiterkeit. Ich wundere mich immer, wenn er Gespräche mit Leuten hat und ich bekomme das mit, die lachen auf einmal. Ich denke, weil es ja jetzt schon so wird's hier gewesen. Ne? Also es sind viele Punkte, die wirklich fehlen werden. Doch auch im Ruhestand möchte der 74-Jährige weiter als Aushilfe predigen und soziale Projekte betreuen. Am meisten vermisse ich natürlich die Leute um mich herum hier. Wenn man über die Straße geht, da man eben alle kennt, ist so ein bisschen wie in einem Dorf. Aber wir werden sehen, dann ergeben sich ja neue Kontakte. Ich bin dafür da, dass der Herrgott irgendwie Land gewinnt auf dieser Welt und das ist lebenslänglich. Und jetzt schnell weiter ins Feriendorf Höviland. Da ist nämlich heute letzter Tag und sicher gibt's noch einiges zu tun.